Goedemorgen. Zo schön, dat het een week nog een zondag heeft, nee? Dan hebben gisteren weer zo schön dat chassis heeft gehad, maar ik weet niet zo schaffen. En van daar is het fijn dat het zondag heeft, wij ons fehlt met de Bibel te beschaffen. Also, wir sind an Jesus der im Alten Testament. Wir haben in der ersten Klasse Jesus gefangen am Neuen Testament, wo du einmal sagst, wenn die Moses und die Propheten wurden kennen, dann würden wir Jesus erkennen. Und dann in unserer zweiten Klasse, Jesus der im Alten Testament, was haben wir uns becheckt? No, warte. Hä? Nope. Ja, van freshman omvang. Hè? Die kan nooit checken wat je dan opgeschreven. Hoe is het dan, man? Dat zullen ooit. Nou, dat is je nog niet. Arbeid, dat wordt hoe veel zijn. No. Jezus en Adam. Ringt dat nu al? Ja, oh ja, nu jo. So, Jesus en Adam han een deel overeen. Aber Jesus is volkomen Radung. Also, wir haben uns in 1. Mose een deel verschiedenste Dinge bekijkt an wat Adam Jesus leckend. En dan hebben we ons bekijkt Adam en Eva lecknen Jesus in de kerk. En dan hebben we een deel dingetjes ons vandaag geholt, zoals zum Beispiel Adam, dem mir Gott im Schlupf en plak van den en biedt uit zum Eva merken. En Jesus ging om Kreuz, starf en stond van dood op, omdat hij de kerk kopen kon als zijn bruid. En zo zijn er een deel dingen meer tussen Jesus en Adam en Jesus en de kerk en Adam en Eva. Dat is een zeer schöne, dat zijn schöne beelden wat we ons bekijken kunnen. So van daar en Jesus der in het Oude Testament 3, wil we ons dan een frisches beeld bekijken. So ik proef beelden van het Oude Testament te holen en Jezus door een beeld, dat beeld van het Oude Testament te holen, wat ons nu Jezus zal aanbieden. En dan ook door een leer met van wat we Bibel lezen. So, wenn die Bilder vom Alten Testament nicht nur reinkommen, dann soll ihr nicht abreden. Ihr habt dus uns dieses Papier. So, ihr könnt bei diesem Papier, wenn die Kreation, dann habt ihr Adam und Eva. Und ihr könnt hier so, bei der ersten Lektion, versinnenvoll, hier so, wo wir 4 Klaus handschreiben. Also alles, was wir in Klaus 2 hatten, von Jesus im Alten Testament, das geht hier hin, für den sinnenvoll. Und das ist ein von den Dingen, was mich total zu beeindrucken hat, ist, dass Gott ist so allmächtig und so allweitend, dass er mir ein Bild von Jesus in der Kirche für die Menschen in den Sinn gefallen ist. Und das ist wundervoll zu beobachten, wo Gott wirklich alles umdenkt und alles weiß, das geschieht. So, von der, weil wir nun eine sehr interessante Geschichte gehen, ich will vorlesen, ich will nicht sagen, wo das ist. Und dann soll ich mir sagen, was die Geschichte ist darum. So, ich gehe im Neuen Testament. Und Jesus hat so een man en die spaziert met den en dan zegt Jesus door te den ze dit. En zoals Moses aan de wildernis een slang hoog ophong, zo moet de mensen zijn ook hoog opgehoben worden. Wie weet wat deze Geschichte is? Geef me de hand op. Oké, een paar stuk ja. Zeg uit, hoe is dit tekst geschreven? No. Ik las niet het Testament. Johannes. Johannes 3, vers 14. So, den 3, 16, den krijg je alle uitwendig. Bloos den 3, 14 en 15 is eerst wie niet metgekomen. So, Jesus unterhält sich mit Nikodemus und von der will wir an diese Geschichte angerufen und wir wollen uns durch ein paar Dinge vandaag holen, wenn die Geschichte wat geschieht interessant. So, dreht je de Bibel op, nu Johannes Kapitel 3 und du sollst lesen vom Vers 14 bis 16.
Johannes 3, 14, derch 16. Du sagst, das ist das. Und so als Moses an der Wildnis eine Schlange hoch abhang, so muss die Menschen sehen auch hoch abgehoben worden. Dort all die an ihm glauben, dort ewige Leben haben. Gott seine Liebe für diese Welt ist so groß, dort er seinen einzigen Sohn hingegeben, dort all die an ihm glauben, nicht verloren gehen, aber dort ewige Leben haben. So, das ist ein Text für von dir. Und Isaac sagt, dass die Geschichte von Moses eine Schlange abheben, die wir an Numerus, und das 4. Mose. So, wir wollen uns von dir die Geschichte bechecken von abheben. Wo schreibt die Plotische Bibel dort? Was ist das? Muss sagen so. Okay, so im Alten Testament, Old Testament hier geschrieben, und Neue Testament hier. Nu wollen wir uns die Geschichte bechecken, und dann wollen wir uns die Frau fragen, wenn ich Nikodemus wir, wo ich das begriffen habe. Okay? So, das ist eine jalge Frau, uns zu fragen. Jesus sagt zu mir, so ist die Schlange in der Wildnis, so war mir. Was würde ich dann damit verstehen? Was sagt mir diese Geschichte? So, dort werden wir uns drehen, nun 4. Mose 21. Ich kann hier mitkommen dahin. Wir wollen die ganze Geschichte einmal lesen. Und dann werden wir hier mehrere Dinge abschreiben, was für uns dann nicht wichtig sind zu dieser Geschichte. So, 4. Mose 21. Und dann werden wir diese lesen vom Vers 4 bis derch 9. 4. Mose Kapitel 21, vom Vers 4 bis derch 9. Aber damit wir diesen Text reich verstehen, dann werden wir uns einmal in Erinnerung holen. Das Volk Israel wie in Ägypten Sklaven. Gott kam berufen und sagt zu Moses, go hol mein Volk dort. Moses geht und holt dort, der kommt dort. Wir sind in der Wildnis am Weg nur dort versprochene Land. Nicht nur Kanada, nur Kanaan. Du so wollen die haben. Und dann sind die unterwegs in der Wildnis und nu haben die Trouble. Nu sollen die rum eine Stadt reisen und die Jank dort rennen. Und dort wo diese Geschichte passiert. So, 4. Mose 21, du sagst, das ist das. 4. Mose 21, Feuer. Dann reisen sie vom Berg Hor in der Richtung zum Schaubmeer. Dort sei rum der Edomiter ihr Land gingen, aber das Volk wird auf dem Weg verdrisslich und reden gegen Gott und gegen Moses. Warum habt ihr uns aus Ägypten rückgebracht, dort wir an der Wildnis sterben? Hier ist kein Brot oder Wasser, und das proste Eten ekelt uns also. Dann schickte der Herr alle Jahre Schlangen mang dort Volk, wo die Menschen beuten, dort viele Israeliten sterben. Dann kamen sie zu Moses und sagten, wir haben gesündigt, dort wir gegen dem Herrn und gegen die geredet haben. Bet zu dem Herrn, dort heu die Schlangen von uns nimmt, und Moses bet für dort Volk. Dann sagte der Herr zu Moses, merkt die eine bronzene Schlange und hängt die hoch an eine Stange ab. Wer gebeten wird, soll diese Schlange unchecken, dann wird er nicht sterben. Dann nimmt Moses eine bronzene Schlange und hängt die hoch ab. Und wenn wer von einer Schlange gebeten wird, checkt er die bronzene Schlange an und bleibt leben. Okay, so du hast nu unsere Geschichte, was Jesus braucht, an dem dort heute Nikodemus redet. Nikodemus ist neugierig, wo könnt ihr euer Leben teilen, und Jesus braucht diese Geschichte und sagt, das ist eine interessante Geschichte. So, für jeden, die Sonntagsschule sind, wenn die nächste Mal diese Geschichte in der Sonntagsschule haben, dann verteilt die Konganas, wenn das eine feine Geschichte, bloß wir haben das Wichtigste nicht üblich. Der erste Ding, was wir wissen wollen, ist, was passiert an dieser Geschichte. So, die Alte Testamentliche Geschichte, die will uns nu was lehren. Was sind Dinge, die uns auffällig sind in dieser Geschichte mit diesen Menschen, die durch die Wildnis reisen?
Okay, verdrießlich. Nou, moet zijn als ik verstoe verdrießlich te schrijven. Verdrießlich. Also, wat hadden die te grenzen? Die hadden nicht eten, aber die hadden doch noch, wat die hadden wieder eklig geworden, right? Okay, so die werden so verstellt über Gott, wegen die hängen die 2 Wochen al te de uren. Oder bet zo. We weten niet als er 2 wochen weer naar als op zich lekken, nu 2 wochen eerst wat eten de allemaal. Wat nog? Okay, Buße. Wat nog? Schlang. Okay. Eine bronzene, ja. Bronz. Was noch? Die muss abgehangen, okay? Das wäre noch eine besondere Schlange, die muss nicht erst abhängen. Okay? Muy bien. So, du sagst ein Teil länger, was wir in der Geschichte abnehmen können, was wir von dir auch von lernen können. Sag mal, das hier einmal auflassen. Na, den Numerim nu abschreiben. Aber lass uns heute luten können, wenn das wir raten. So, wenn wir das hier Geschichte lesen, noch einmal, dann wo wir sein dort Vers 4 und 5, die reden von einem Volk, wo du sich versündigt im Sinne von Gott hat was mit einem fair und der wird das nicht gut. Ja, so der wir noch waren nur das versprochene Land und hängen weg, fangen an zu grenzen und sagen, wieso hast du uns die Ägypten rückgeholt, wie wollen du doch tun? So, das erste Ding, was wir weiten, ist ungehorsam. Und dort wird wie von dir auch als Sinn beschrieben. Ganz unbedingt wird das Sinn, dass diese Gott jeden anstalten. Was ist das zweite Ding, was wir bemerken in dieser Geschichte? Das wird alles hier miteinander kommen. Undankbar, jeden an, und der Jangat sagt, trägt nur Ägypten. Vers 6 fing wir, dort Gott ein Wort. Der Schlange, wo wir diese Schlange dann nu beschrieben? Struf, sag Gott. So im zweiten haben wir Struf. Struf. Was wird euch Struf? Dood, sag Gott. So, dort wird wir unbedingt sagen, den Dood nehmen. Wen, dort sagst du, dort wer von der Schlange gebeten kriegt, der starb. Dort wird ein Trouble. Wenn wir das Geschichte wieder lesen, was jaft das dann? Buße, sag Gott. So im 3, wo weit wir dort du Buße verdacht haben? Sag Gott, die sagen, wir haben gesündigt, reden mit Gott. Ich lese im Vers, das sagst du so im Vers 7, dann kommen sie zu Moses und sagen, wir haben gesündigt, dass wir je in dem Herrn und je in die geredet haben. Bete dem Herrn, dass heute die Schlange von uns nimmt, und Moses bet für das Volk. Also, du wirst eine Buße, ein Arrepentimiento, die Menschen, die dort Leute, die sich gegen Gott gestellt haben, und die wollen unbedingt die Struf haben abgehoben. Die wollen nicht sterben. Und dann, was ist das letzte in dieser Reihe von Dingen, was hier für den Tag kommt? Du wirst Radung, ganz genau. Du wirst Radung. Du wirst eine Schlange vom Bronze gemerkt, und der wird am Pool abgehangen, und dort repräsentiert Radung. Dort sagt du zum Vers 8, dann sieht der Herr zu Moses, merkt die eine bronzene Schlange und hängt die hoch an eine Stange ab. Wer gebeten wird, soll diese Schlange anchecken, dann wird er nicht sterben. Dann merkt Moses eine bronzene Schlange und hängt die hoch ab. Und wenn wer von einer Schlange gebeten wird, checkt er die bronzene Schlange an und bleibt leben. Das ist eine interessante Geschichte. So, ich will meine Kindheit vertellen von dieser Geschichte. Mir wird es immer nicht deutlich,
wo soll Gott nicht bloß können die Schlangen die Pfoten sein, die sei gesund? Ich weiß nicht, als erste von Ihnen einmal dort beifallen. Wo soll in der Welt die Schlangen looten, eine Schlange abhängen, und dann zu den Menschen sagen, check du an, dann war ich gefixt sind. Okay? So dann meint dort an dem Park, als noch ein so welches Ding, wo wir unbedingt in Betracht nehmen soll. Dann meint dort, während all das passiert, die Schlangen, die bleiben. Okay? So dort ist unbedingt, wir wollen die Schlangen wieder nicht machen oder verhalten Land kommen, aber an der Geschichte, an diesem Tag an 4. Mose 21, merken wir, dass die Schlangen waren noch nicht futterung. Die Schlangen blieben, aber da wird eine Radung angeboten. Und dort ist wichtig für uns zu weiten. So, das ist das große Bild, was wir da haben. Und dann fragen wir uns die Frau, naja, können Gott nicht die bloß abfixen? Ja, die können, aber dann würde nicht so ein schmackes Bild sein, für was Jesus für uns zu tun hat. Ich weiß nicht, wo ihr das jetzt, aber wenn ich das Alte Testament nu lese und ich all diese Bilder vernachkriege, dann denke ich so, oh, Gott ist so scheinlich so klug gewesen. Der hat alles gewusst und nu kann ich das Geschichte lesen, dann denke ich so, das ist bloß nicht zufällig passiert. Gott hat einen Plan und der will uns eine Geschichte hinterlassen, da wir können sagen, wow, Gott hat die Geschichte von der ganzen Welt in seiner Hand und der lenkt in der 4. So wills Nikodemus in Johannes 3 vor den allmächtigen Jesus steht. Und der fragt noch, wie wird leben? Jesus holt diese Geschichte für den Tag. Und wir weiten dort, was passiert in Deul. Aber wir wollen uns hier so nur noch ein paar Tage mal dabei, für wie Jesus seine Punkte hier so beschrieben. Wir wollen uns drehen nur Galater 3, Vers 13. Epheser, Philipper, wenn das meine Bibel nicht hat. Galater 3, 13. Galater 3, 13 sagt es dit. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch, den dort Gesetz Eva uns brach. Dadurch, dass er den Fluch auf sich nahm, wie es dort steht geschrieben, wer Kreuz hängt, ist verflucht. So dort Abraham sein Sehen, durch Christus Jesus auf der Welt gekommen ist, und so haben wir den Jesus gekriegt, der uns versprochen wird, wann wir glauben wollen. Okay, so, ich will uns hier so von dir an das Lehre nennen lassen, wo soll wir Nikodemus bedeutet euer Leben? Erst werden wir durch. Okay, so euer Leben wir nicht in nie Konzepte. Euer Leben wir nicht nie am Neuen Testament. Euer Leben fehlt all von was Adam und Eva gesündigt haben. Wenn die wissen, dass, ich war gestorben. Und die sterben part viel abzufixen. Aber wir wissen nicht, dass die wurden gestorben. Die werden noch alle gestorben. Das ist gut. So das erste Ding, wenn ein Mensch von der hier oder bitte hier zu jemand sagt, mir fehlt nicht Radung, dann sagt er dem wach mit. Sei mir ein Mensch, der noch nicht gestorben ist. Alle Menschen sterben und alle Menschen sind bedürftig von eurem Leben. Der erste Grund, was alle Mann weiß, was nicht in der Bibel ist, wo du nicht die Bibel lesen ist, bloß Frauen, Chance ist, wenn er noch nicht gestorben ist. Und man sagt, no, alle Menschen sterben. Vielleicht sind alle Menschen sind dann, du wirst sterben. Und du wirst fehlt uns Radung. So Nikodemus kommt nur Jesus und er hat bedeutet. In Galater 3, der sagt uns, was ist dort, was Jesus auf sich nahm? Den Fluch.
Okay? Aber wo kommt der Fluch für ein Tag? Huh? Derch Sinn, ja? Wo weet wir dann nu, was Sinn ist? Korrekt. Also, alle Gesetze, die in der Bibel sind, die sind verdammt. Da meint so viel, dass ein Gesetz merkt uns, das Schuldgefühl immer schlimmer. Das soll wenigstens. Wenn man auch weiß, dass ich da denke, in der Bibel sagt, das ist arg, das merkt mir den Sinn bewusster. Und dort ist ein sehr interessantes Ding. Die Schlange, was hier so vandaag kommt, wird auch gleichen durchzustellen, zoals een gebod. Waarom moet eerst een gebod nemen? Du sollst nicht lehen. Dat gebod van du sollst nicht lehen, verdammt die. Krijgt es de Schlange, wenn der Mensch beißt. Wenn eine Schlange vandaag kommt und der hat ja in den Bein gepackt, dann in der Bibel sagt, wenn du gelogen hast, dann bist du verdammt. Du wirst sterben. Du sind so viele Dinge, wo diese Schlangen uns wiesen, dort wie weiten dort alles, was vom Alten Testament gesetzlich Sinn ist, hier all die Schweinerei, wie du kannst lesen, was unsere weltliche Menschheit gehört, das ist verdammt, das sind Schlangen, die uns wiesen, du wirst sterben. Du wirst unbedingt sterben. Aber das wird sehr interessant, was zu dieser Geschichte taugt. So, wenn wir in 5. Mose 5 lesen, du wirst Menschen, die zum Tod verurteilt worden durch ein Gesetz. So, zum Beispiel, wenn ein Kind graufrätig wird zu seinen Eltern, dann soll es gesteinigt werden. Also, das ganze Alte Testament, die Juden Sorge von ihrem anbringen, wie die Chamola taupen, die losen Steiner taupen, dann klettern die, bis der Mensch tot wird. Das ist, was Steinigen meint. Aber Gott hat genug über die Todes, wo du gesteinigt worden wäre. Wenn wir in 5. Mose 4, Vers 21 bis 23 lesen, dann lesen wir, wie es steht. Lut jünt je nu bei seine Früh nicht jankeren, Lut jünt je nu bei sein Hüs, seine Stab, seine Arbeit, seine Kirches, sein Aas oder sein Esel oder irgendwo, was die nu behaft, nicht jankeren. All diese wird rede hart zu jünt aus ein Volk. Er reden mit einer lüde Stamm von 104, der wollt und dort sei diester an dem Borg. Das wären die Wirt in China Meier. Und hij schrijft op 2 Steiner Tufeln. En juist midden. En als jede stam van dem Diester hier in de Borg zo kwalmend brennt, zijn je al die ongestelde leiders van de stam. En je zeggen, der Herr ons Gott hat uns gewesen, wo großartig herrlich hij ist, und wir haben seine Stamm von Mäden vier gehört. Wir haben gesehen, dass Gott mit Menschen redet und Menschen leben noch. Und dann so wieder jeder durch den Park von den Tieren gebaut. Und die Menschen, die flottern vor Angst wegen den Heiligen Gott und so weiter. Das sind bloß Menschen. Und man merkt diese Lehre von der Struf bewusster. Die Menschen kommen nur aus dem Borg und Gott will denen die Geboten geben. Und dann merkt man so deutlich, dass das Volk Israel wusste, dass der Heilige Gott und wir können nicht an Gott seine Gegenwart kommen und dann noch leben. Und dort merkt dort uns diese Geschichte von Schlangenbitzels ganz anders vandaag kommt. Ich will nu noch Voetstoßen lesen, 5. Mose 21, Vers 23. So, wenn wer dann nu hat, sich versündigt bei dem Punkt, wo der soll umgebracht werden, dann werden die den Steinigen, die werden den Totschlagen mit Steinen, und dann werden die den dann noch genug bewiesen. Dort sagt du es im 5. Mose 21, 22 wieder, so steht, wenn ein Mensch tot gemerkt wird für ein Vergehen,
dat mit dem Tod bestraft soll werden, und je am auf einem Baum hängt, soll je demnach denselben Tag begraben, in dem nicht über nachluten auf dem Baum hängt. Einer, der für sein Vergehen an einem Baum hängt, ist von Gott unter einem Fluch und merkt dort Lohn arein. Je soll dort lohnt, wenn der Herr jün Gott jün Jaf nicht arein mehr. Also, de worden er hem te dood brengt, steht dat liederen, boom, dan worden er den erst van boom afhangen, waar de mensen voorbij gingen. Dan worden alle mensen dat weten, des man darf Hierarchie gedreven. Dat is wat passiert. Weet je de geschichte in Johannes 9, wo das so früh an den Hierarchie gedreven, dan zei de Moses, wie soll dit ook nemen? Wat sagst du? Okay, du hast noch einmal zu der Geschichte, wenn Jesus wieder eins ja vergeben können, du wenn sie gut aktivieren, die auch nicht. Aber was wir lernen wollen, ist, dass Menschen waren doodgemerkt für ihre Sinn. Dann waren sie am Baum abgehangen, oder fertig bei der Staatsport bezieht, und dort wird ihm dort Kinder und große Menschen sollen lernen, nicht zu singen. Aber da wird ein interessanter Ding mit bei, und da sagt hier so, dort, einer, der für sein Vergehen an einem Baum hängt, ist von Gott in einem Fluch. Und merkt, das Land arein. So, was meint das, wenn du erst wieder hängst? Der hat einen Fluch. Was fein? Hä? Der wird gesagt nicht neu gekommen. Ja? Okay. Wie lange hängt Jesus am Kreuz? Hä? Ein Tag. Wo sind die denn drauf? Wenn du kämst der Sabbat, was noch? Der soll nicht die Menschen an Kreuz hängen lassen am nächsten Tag. Aber was du noch der ganz großartigste, wenn wir dessen Tags mit Jesus in die Kreuz überhaupt? Hä? Ab Jesus wird der Fluch, wo der Sinn durchstartet. Jesus hängt am Kreuz, in dem Fluch nahm er ab sich. Ich finde, dass wir nehmen diese Geschichte von dieser Schlange sehr gleichgültig. So, wenn wir hier so ein Neues Testament handschreiben, dann werde ich unbedingt Jesus handschreiben, wenn Jesus sagt, das ist was mit mir passiert. So, der Ungehorsam, der Sinn, der ändert, nach meiner Meinung, noch nicht. Also, der gehen ohne das Ungehorsam, was wir in 4. Mose 21 fingen, ich finde das bloß Menschen von dir. Wir sind gehen ohne, alles, was Gott von uns will, das jankert uns nicht. Und das meint so viel, dass wir haben den Tod verdient. Also Römer 3, Vers 23 sagt, du bist nicht einer, wo du nicht gesündigt hast, du bist nicht einer, wer nicht den Tod verdient hat. Und das meint so viel, dass du und ich in alle Menschen auf der Welt haben den Tod verdient. Und der Tod wird kommen. Du wirst nicht unbedingt eine Schlange kommen, die wird bieten, aber ich weiß nicht, dass die meisten von uns 50 Jahre wieder wollen nicht hier sein. Und wir sollen bewusst sein dafür. Ich und Ricky und Jamie haben uns diese Werk geholt und wir haben halt fertig, wenn es von Gott genug haben mit uns. Da meint so viel, dass das Leben wird bosig Dinge sein. Wir wollten das sagen, dass wir sterben müssen. Aber dann habe ich hier zwei sehr interessante Dinge, wo doch vielleicht gelitten und vielleicht nicht. Diese Busse, wo das soll jetzt sein von der aus dann? Ja, auch nicht beides. So, ja, Sache der Hauptanstellung, wir haben gesündigt. Der einzige Unterschied ist, wir brauchen nicht mal Moses fragen, dass der für uns beten. Wir können gleich nur Jesus kommen. Und dort merkt das so erfahren. So, beten um Vergebung ist von dir, für uns durch. Der Neue Testament ist voll davon. Komm nur Jesus, bete ihn nicht neu und sag, ich kann gesündigt. Wenn du bewusst bist,
dass du den Tod schuldig bist, wenn du gesündigt hast, geh nun schlitt's. Aber du hast ein Bilder gewesen, ihr denkt, was du ganz anders hast. So, diese Radung, was hier wir, so ist auch die Geschichte verstehen, dass wir nicht eine Schmacke schlagen, so ist die ab Kingerbeke am Nachtmolen, der bronzene Schlang. Das wird nicht sein, eine Schmacke schlagen abzuhängen und die Hand zu checken, Verradung. So ist auch die Geschichte verstehen, der bronzene Schlang, wie wenigstens der Kopfplotte durch. Wenn ich Moses ja weiß, wie ich so haben. So, dort wir ein Opfer schlagen. Dort wir eine Schlange wird repräsentiert, diese Schlangen sind totgemerkt worden. Dort wird der Schlange nur an dort Halt oder an den Stock bewiesen soll. Wir haben fertig mit dieser Schlange. So, wenn die nicht können alle Schlangen dort merken, wo da aber ihr rumfliegen, dann haben die eine bronzene Schlange gemerkt, in den Kopf verneugt, so verstehe ich die Geschichte, und haben die da angehangen. Und dann sollen die Menschen sagen, okay, wir haben fertig mit unserem Sinn, wir haben fertig mit unserer Struf, wir glauben dort unsere Struf hast du abgehangen. Und ich weiß, dass es für uns von der unmöglich daran zu denken, dass du wirklich einen bronzenen Schlangen hängst, als wo in der Kirche noch an und dann wir nicht sind. Aber du hast ein so besonderes Ding an, der Fluch. Der Fluch, was hier passiert, der ist von der ersten Tag noch durch. Aber das Tod oder das ganze Tag, dort wir durch bloß für diese Sinn, diese Struf, diese Radung. Im Neuen Testament, dieser Sinn, dieser Struf, der ist nicht bloß wegen, wir wollen ja mal scheine Zweibackjes. Das ist für bloß unsere sinnliche Natur. Der Tod, da kann ein ewiger Tod sein. Der Radung, was wir in Jesus sein, der ist ganz anders. Wenn diese Menschen, die nur diese Schlange gecheckt haben, die sind alle gestorben. Und wir können sagen, die haben nicht gehalten, in Wirklichkeit haben nicht. Aber das wisst uns von dir, was so arbeitet da wollen. Die Geschichte predigt uns von dir. 2. Korinther 5, Vers 21. Ich glaube, das ist ein sehr bekannter Text. 2. Korinther 5, Vers 21. Dann will ich mal mit noch hangehen. 2. Korinther 5, Gott mögt den, der von keinem Sinn wisst, an uns steht zu Sinn, dort wieder am für Gott gerecht worden, so ist dort für gelten. Du musst unbedingt eine Strafe für nachkommen, für die Menschheit Sinn. In Paulus Schrift Korintherbrief, und ich kann hier in den 5. Kapitel ganz lesen, der wies uns durch, wo Jesus, was niemals gesündigt hat, die Zunge und nahm den ganzen Fluch ab sich. Weißt du, diese Menschen, die haben rein alle verdient, einen Schlangenbitzel zu kriegen. Und dann nahm Gott der Judäer und sagte, Moses, häng mal eine bronzene Schlange ab. Und dann war unser Donsus, ja, wir haben den Trouble gefixt. Und die Menschen brauchten bloß annehmen, dass der Trouble gefixt wird, dann wäre. Für uns von dir und Jesus glauben, als wir so ein ausgebateter Ding. Du kannst meist kein Mensch mehr aber treffen, wer nicht will sein, ich glaube an Jesus. Aber das ist nicht so. Du hast einen Streit von Dingen, wo wir am Weiten für wir an Jesus glauben können. Wir müssen auch weiten, dass wir haben gesündigt und dass wir den ewigen Tod verdient haben. Du hast scheinbar ran. Wenn du nicht weißt, dass du verdammt bist, dann fehlt dir keine Radung. Wenn wir dort weiten, dass uns Radung fehlt, dann können wir nur Jesus kommen und sagen, wow, danke für das Kriegszeit. Dann merkt das sein.
En ik weet dat ik daarna mijn geval renners onder controle gekregen. En weet je, en wie de Oudste zich lezen en dat begrijpen kan, dat Jezus noemt den vloek om kruis. Wenn je en ik eeuwig verdampt werden. Dat schenkt mich grote Leib, wat we niet verstaan kan. Aber ich kann wahrnehmen. Diese Menschen hier, die Schlangenbeitzelt haben, die können nicht tun. Die werden verdammt. Die Campamento wir voll Schlangen und die Tod lag durch Ramadan. Die können sich nicht Gesundheit verdienen. Die können bloß lernen, dass Gott wohl genug schenkt. Und das ist in uns Jesus eine Wirklichkeit. Du hast nicht so ein Ding, nichts, was wir können tun zu unserer Radung. Das einzige Ding ist, wir können uns Kreuz checken und Gott danken für die Radung, die er durchgestellt hat für uns. So, wenn wir uns mal ans Leben bechecken, wir brauchen was sagen, wir checken, weil wir wissen, dass wir den Tod verdient haben. Wer von uns hat nicht, weil es die 17 wir sind vorher angeschrien. Wir haben alle. Aber vielleicht sind ein paar von ihnen, die das bloß auf Stelle schreien, aber wir haben. Und für Gott teilt dort all die besten Tod. Schuldig. Wer von uns hat nicht gestohlen, gelernt, geplündert und all diese Dinge? Du bist keiner von uns hier bin, wer nicht ein Schlangenbeizel verdient hat und du da gestorben hat. Nicht einer. Und du bist also so wundervoll, dass Jesus an der Kreuz hängt. Und er nimmt all den Fluch ab sich. Und für uns bleibt lauter genug. Wo du sagst, check um Kreuz. Und du wirst gerat. Das ist die Botschaft, die wir Christen von Jahr her haben. Und Moses und das Volk Israel belebte durch. Die brauchten nicht einen Finger abheben, die brauchten bloß doch Glauben auf, wenn ich nur die Schlangen checkt, dann sieg ich rat. Aber bloß die, was du wirst, die wollen sterben, checkten du an. 1. Korinther 15. Du vertalt Paulus. En ik neem aan dat die hingergedanken, de hingergedanken in 1. Korinther 15 als gestorben. En weet je, dat is eigenlijk ook verdammen, nee? Wanneer we denken aan sterben, ons jankt dat niet. Aber das sagt du in 1. Korinther 15, Vers 55 und wieder so steht. Dort, wo ist dein Sich? Dort, wo ist dein Stachel? Der dort sein Stachel ist der Sinn. In der Sinn Kraft ist das Gesetz. Und dann, die von euch, die mit mir top all eigentlich haben Bibel gelesen, im Vers 57 fängt das an, aber, was meint das? Das meint das, die 2 Versen, die wir uns gelesen haben, die brauchen nicht unbedingt abgedreckt. Der Sinn, Stachel, der Sinn, Tod, die brauchen nicht an dein Leben Wahrheit sein. Und das sagt du so im Vers 57, aber Gott soll gedankt werden, die uns durch unseren Herrn Jesus Christus, den sich jaf. Du wen, meine liebe Brüder, stut fast, lutjent nicht amschmieden, nehmt immer Tau an jene Arbeit für den Herrn. Denkt daran, dass jene Arbeit für unseren Herrn nicht vergebens ist. Du es was ben, und dort begreifen kann, dass der Tod ist nicht mehr für uns als Christen eine düstere Wirklichkeit. Weißt du,
wo das Begräbnis war, wo Lazarus gekommen wird. Johannes vertelt uns die Geschichte und sagt, dass Jesus ihm fremd war gestorben. Jesus hat sich auch nicht gespaut und Johannes hat uns für Sonntag gepredigt und gesagt, dass Jesus spaut sich nicht und wie was Schlechtes passiert, aber wir eigentlich nicht was Schlechtes, wenn wir doch Gott verherrlicht soll werden. Aber du hast so ein Bild in mein Lied denk. Jesus kommt nur der Range und dann sagt Lazarus in der Sester zu Jesus, wenn du bist hier warst, dann wird alles fein. Nee? Und Menschen üben alles zwei. Die haben ihr Bruder begraben und die haben Feuer im Grab gelegt. Und was sagt Jesus zu der Familie? Ich sehe dort abstehen in den Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, gerade noch man sein Körper stirbt. Wenn wir wollen wieder den Text von Johannes 3, Vers 16 bringen, dann werden wir den verstehen. Dann werden wir nur das Kreuz checken und sagen, wow, der Fluch, der mich traf, der hängt durch. Ich kann sündig. Ich kann mich schändlich versündig. Und ich kann nicht tun, zu mir selbst zu raten. Du bist bloß einer, wer dort kommt. Wenn wir zurück nach 4. Mose 21 gehen, dann haben wir ein Rezept für Buße. 4. Mose 21. Und wir wollen uns so Vers 7 noch einmal lesen. Dann kämen sie nun Moses und sehen, wir haben gesündigt, dort wir je in dem Herrn und je in die geredet haben. Bete den Herrn, dort er die Schlange von uns nimmt. Und Moses bet für das Volk. Ich fing dort, weil Jesus zu Nikodemus reden dort von der Schlange abheben. Dann kann wir nicht die Geschichte bringen von Johannes 3 und Buße. Der Buße-Part, das hier, das ist der Mittelpunkt von der menschlichen Seite. Okay? So, Gott hat Jesus Kreuz dort machen für unsere Sinn. Dort können wir nichts mehr tun. Gott macht Jesus dort, um unsere Sinn betonen. Und das Einzige, was wir dafür tun können, ist dankbar sein. Aber wir können die Geschichte von Jesus und Kreuz nicht wutern, oder wo sagen wir dort, dampeln, oder raufdampeln, oder was immer. Wir können die nicht gleichgültig nehmen und sagen, ja, Jesus ist gestorben, nee, lud wir ihm vor. Das ist nicht die Geschichte. Die Geschichte von 4. Mose 21 lehrt uns dort, du wir gesündigt worden, du wir eine Strafe, und der Strafe wird der Tod, und dann passiert, was bitte jemand lehrt. Menschen drehen ihr Hort weg und sagen, Gott, vergib mich. Ich weiß, ich muss sterben, aber mir hat Gott nicht, kannst du einen anderen Weg finden. Wenn Jesus zu Nikodemus sagt, und so ist Moses in der Wildnis eine Schlange hoch abhang, so muss die Menschen sind auch hoch abgehoben worden. Dort all die an arm leben, dort ewige Leben haben. Gott seine Liebe für diese Welt ist so groß, dass er seinen einzigen Segen gibt, dort all die an arm leben, nicht verloren gehen, aber dort ewige Leben haben. Weil Gott schickt seinen Segen nicht in diese Welt, um die zu richten, aber dort die Welt durch arm können gerettet werden. Wer an arm glaubt, wird nicht gerecht werden. Wer aber nicht glaubt, ist all gerecht, weil es nicht und den Namen von Gott seinen einzigen Segen läuft. Weißt du, diese Menschen, die werden gerecht worden, die schlagen wir nur. Gerade nur, dass die nur die Schlangen, abgehangene Schlangen checken oder nicht, oder stirbt, da wird bloß vorig. Dort wird das
Vers 18 will uns sagen, wer an glaubt, was ihr rat, wer nicht glaubt, was mit dem passiert. Das ist verdammt. Das ist nicht so, ein erst wem von uns in seine Campamento sind nicht lang. Wir haben alle eine. Oder zwei oder drei oder vier. Und der Geschichte von Nikodemus ist so wundervoll zu sein, dass hier wird keine Lösung. Dann nur die Schlange, wo abgehangen wird. Für uns und für wem immer ab das ihr lebt, ist kein Weg rum. Bitte, das Kreuz von Jesus. Und wir sind so dankbar, dass Gott hat Mitleid gehabt mit uns. Dass wir das genug haben können kennenlernen. Und ich will wieder jitzig sein mit dem Evangelium. Im Sinne von der wahre Botschaft predigen. Du hast bloß Radung, wenn du Buße gekommen hast. Aber der Radung auch ganz und sonst. Nur die Schlangen checken, dort gibt uns das vollkommene Bild von Gnade. Check ab nur Jesus. Bekannt deine Sinn. Und du wirst frei werden. Der Schlangenbiet soll nicht für immer durch sein. So mag Gott uns segnen, indem dort wir lernen, durch diese alttestamentliche Geschichten Jesus in Radungsweg kennenlernen. Für nächste Sonntag, ich kann hier durch so Salz Jesus als Mittelpunkt nehmen. Und fing mal, dass jemand erst eine andere Geschichte befällt, was Jesus gesagt hat vom Alten Testament, was ab am dienen wird. So, ich weiß, das ist vielleicht mit einer Wiederfrau, aber ich glaube, das ist nicht gesund. Ein Teil von uns sind in der Kirche groß geworden. So, überleg mal, hast du eine Geschichte im Neuen Testament, wo dann sagt, checken im Alten Testament nach, was Jesus sagt. Dankeschön, muss Gott mit uns sein.